Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir spielen F1 in der 2004er Saison in Assetto Corsa. Also ich habe wieder mal einen Mod installiert, wo wir die Saison 2004 nachspielen können. Und wir fahren das Ganze mit dem Ralf Schumacher hier im Williams. Da muss man dazu sagen, wie man vielleicht gerade schon unschwer erkennt im Hintergrund, der Williams hat doch eine andere Nase als Original, weil im Originalen oder in der echten Saison hat er ja so eine breite Nase gehabt. Das Foto habe ich nicht drin. Es ist eigentlich der F2004 Ferrari, der einfach ein Skinpack drüber hat. Also heisst, es ist eigentlich immer das gleiche Auto bei allen Teams, einfach halt eine andere Lackierung drüber sozusagen. Und die Strecken sind eigentlich überwiegend aus dem Jahrgang aus, also sprich 2004. Wieso jetzt gerade diese Saison? Ich finde, das war eigentlich noch eine recht coole Saison gewesen, wo einerseits mal der Schumi mega dominiert hat, also der Michael Schumacher, der ja schon in Belgien seinen WM-Titel geholt hat und auch Ferrari dort wirklich am Peak war von ihrer Karriere, oder sage ich jetzt mal von ihrem Erfolg. Und ja, wir machen jetzt hier auch wieder eine komplette Saison, eigentlich das gleiche wie in F1 1999, halt einfach jetzt mal ein bisschen modernere Autos. Vielleicht machen wir dann später mal noch eins über die 2012er Saison, was auch immer. Wir schauen es dann mal gerne an. Jedenfalls, wir haben hier 18 Rennen, die vor uns sind. Wir starten dann in Australien, Malaysia, Bahrain. Dann kommt San Marino, sprich Imola, Spanien, also Barcelona. Monaco, der GP von Europa, sprich Nürburgring. Kanada, USA, Indianapolis ist das dann. Dann haben wir Frankreich mit Manicur, Großbritannien, also sprich Silverstone, Hockenheim ist auch drin, Ungarn, dann nachher Belgien mit Spa, Italien ist Monza und China ist zuerst mal dabei mit Shanghai, Japan und am Schluss dann Brasilien mit Sao Paulo. Dann wir gehen noch ganz kurz fahren durch, dass ihr einen Überblick habt, wer ist überhaupt 2004 gefahren. Bei Ferrari ganz klar Michael Schumacher und auch Rubens Barrichello sind dort gefahren. Dann haben wir eben BMW Williams, wo wir mitfahren, mit dem Juan Pablo Montoya und dem Ralf Schumacher, wo wir dann werden steuern. Dann haben wir McLaren. McLaren ist hier mit David Coulthard und dem Kimi Räikkönen. Dann haben wir Renault. Dort haben wir dann den Fernando Alonso und auch der Jarno Trulli. Auch der Jacques Villeneuve ist mal eingesprungen dort für den Jarno Trulli. Dann haben wir BAR, das ist Honda. Dort haben wir den Jenson Button und auch den Sato drin. Sauber haben wir auch dabei wieder mit Giancarlo Fisichella und dem Felipe Massa. Jaguar mit dem Mark Webber und dem Christian Klien. Dann haben wir noch Toyota dabei. Dort hat es ein paar Fahrerwechsel gegeben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiss nicht, wer von Anfang an bis am Schluss gefahren ist. Wir haben den Mata drin, den Brasilianer, und den Zonta drin. Dann haben wir den Trulli drin und auch noch den Panis drin. Dort hat es ein bisschen Rochade gegeben. Und der Zonta, der ist auch noch gefahren. Also der ist das letzte Rennen dort gefahren in Brasilien. Dann haben wir Jordan, wo den Nick Heidfeld drin hatte, den Timo Glock drin hatte und der Pantano, das ist ein Italiener. Und dann haben wir noch Minardi, wo der Bruni drin hatte und der Baumgartner, wo ein Ungarner war. Und ja, mit diesen Teams gehen wir an den Start, beziehungsweise starten wir die Saison. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe, ihr habt auch Bock auf das Let's Play. Ein anderes F1 99 oder der Mod ist ja bei euch wirklich gut angekommen. Darum, ich denke, auch das wird sicher sehr interessant werden und wird sehr unterhaltsam werden. Und ich bin auch gespannt, wie die Autos fahren werden. Ob es mir besser gelingt als in 99er Mod, aber ich denke schon, aber ich könnte nicht zu viel versprechen. Ich würde sagen, wir legen los, wir gehen jetzt nach Australien. Let's go! So, herzlich willkommen in Australien, in Melbourne. Und wir probieren hier gerade mal unsere erste schnelle Runde herzustatschen. Da sind jetzt zwar gerade ein paar Autos aus der Box rausgekommen. Ich hoffe, die kommen uns jetzt eine grosse Quere, aber wahrscheinlich eben schon. Ja. Und schon kommen wir in die Quere da, die lieben Leute. Oh, da drehe ich mich ein bisschen weg. Okay. Aber wir werden Pace haben, weil Australien liegt mir tendenziell immer recht gut. Und wenn ich ein bisschen freies Feld habe,
Könnte das wirklich etwas werden. So, let's go. Probieren wir es mal. Ah, das war der erste Gang. Nein! Ah, schade. Das ist lange jetzt nicht für Pole. Wir machen gerade nochmal eine Lap. Aber was ist Pole? What the fuck? Wo muss ich KI aufnehmen? Ich kann mir jetzt fast nicht vorstellen, dass ich da Pole will. Also ich tue jetzt mal, ich tue mal die Session skippen. Ich tue mal das Qualifying skippen und wir gehen ins Rennen rein. Wir schauen mal, wo wir landen. Okay, wir starten tatsächlich von der Pole. Trotz dem riesen Fehler, den ich drin hatte. Was haben die für Zeiten gemacht? Bei 1 Zettel, immer noch schnell gewesen. Okay, vielleicht muss ich KI aufnehmen. Also eben Australien ist jetzt eine, wo man gut liegt. Aber es gibt auch Haufen Strecken, die nachkommen, wo wir eben nicht liegen. Darum kann ich mir gut vorstellen, dass es dann dort wieder ein bisschen anders aussieht. Aber sonst im Worst Case nehmen wir die KI dann nochmal ein bisschen auf wieder. Wir fahren jetzt einfach mal das Rennen jetzt gerade so mit dieser KI. Ich werde wahrscheinlich komplett dominieren, wenn ich jetzt nicht irgendwie einen riesen Fehler wieder machen will. Aber so wie ich mich kenne und so wie ihr mich kennt, mache ich ja tendenziell immer gerne mal ein bisschen Fahrfehler. Darum, wir legen los. Wir gehen ins Rennen rein. Von der Pole mit dem Ralf Schumacher. Das erste Rennen rein von dem Let's Play. Let's fucking go. Nicht so einen guten Start gehabt. Der Button ist das, glaube ich. Ja, Button hat einen besseren Start gehabt. Button, by the way, auch sehr strong in dieser Saison, also 2004. Er ist Dritter geworden in der Fahrer Championship. Unser Teammate hat er selber geholt. Oh, da haben wir jetzt ein bisschen zurückgezogen. Und er macht einen Fahrfehler. Und ich hoffe schwer, dass KI wieder nicht so lästig wird sein wie ein F1 99. Aber logischerweise ist es ja die gleiche KI. Ja, genau. Der Juan Pablo hat uns einfach rausgenommen. Unser eigener Teammate hat uns rausgenommen. Ah! Und da, ja, was machst du? Musst du gerne jetzt retiren, 100 Pro. Ach Mann! Ja, er tut retiren, ist klar gewesen. Also, ja, dann Aufholjagd. Mal schauen, wo wir landen. Ich glaube, ich will E-Pace haben. Darum, wenn ich jetzt ein paar krasse Runden raushaue, kommen wir vielleicht weit vorne wieder, weil KI hat da echt ein bisschen Probleme anscheinend, so wie es aussieht. Aber by the way, wir machen nur noch 6 Runden, nicht mehr 8. Weil ich glaube, dass mit 6 Runden das Let's Play oder allgemein die Videos viel knackiger werden als mit 8 Runden. Es sind zwar noch 2 Runden, tun zwar nicht nach einem riesen Unterschied, aber es kann es eben doch machen. Darum schauen wir mal. So, wir sind ja schon mal wieder hinter dem Baumgartner. Wenn wir daran vorbei da. Wird jetzt wahrscheinlich wieder reinstechen da. Kommt er schon wieder. Ja, das ist halt eben, wenn man die Aggressivität recht weit oben hat bei der KI, dann versucht sie immer wieder etwas. Da vorne ist eine gelbe Flagge. Der geht auch mal ins Nirvana raus. Und dann haben wir vor uns den Nick Heidfeld. Fernando. Wow, okay. Und der Fernando wieder rein. Alter, Fernando, was machst du? Ey, nein, was ist jetzt das gewesen? Der läuft einfach rein und rammt mich weg. So, jetzt schauen wir es gerade mal an. Jetzt schauen wir zuerst die Situation an mit dem Juan Pablo und mir. Ja, er kommt über den Curb hin und toucht mich. Also völlig dumm. Völlig dumm. Hat keinen Sinn gemacht, dass er da ja, probiert hat.
So, und jetzt kommt die Situation mit dem Fernando zusammen. Was hat er da probiert? Ja, also... Eben. Da sind wir auch wieder bei dem Thema, was das mit der KI zu tun hat. Eben, weil, was wollte ich da machen? Ich werde einfach abgeschossen, 2-mal. Aber ja, es ist jetzt mal so, wie es ist. Wir fahren jetzt weiter. Schauen mal, was wir da noch rausholen können. Wahrscheinlich nicht mehr viel, weil jetzt gehen uns die Runde aus. Aber vielleicht haben wir ja gleich Pace. Mal schauen. Und es ist gelb, der Trulli ist draussen. Oh, da ist irgendetwas passiert. Wahrscheinlich KI sich gegenseitig abgeschossen. Sind wir da hinter dem Heidfeld? Schönes Überholmanöver aussen, wie der Sainz beim Verstappen gemacht hat. 2024. Ja, der geht wieder off-track und der wird sich wahrscheinlich wegdrehen oder so etwas. Oh, 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 jetzt habe ich zu früh aufs Gas gegangen. Oh mein Gott. Okay, ja, das ist es jetzt gewesen. Aber das ist jetzt die letzte Runde. Ah nein, Runde 5 von 6. Aber wahrscheinlich wird jetzt gerade dann... Genau, jetzt Leader ist am Final Lap. Ach Mann, wieder ein richtig unglücklicher Start. Jetzt sind meine Hinterreifen recht heiß, muss ich aufpassen, jetzt bin ich wieder weg. Richtig unglücklicher Start hier in das Let's Play rein. Zweimal wirklich abgeschossen worden von der KI. Jetzt noch der Fehler am Schluss da natürlich hat auch noch dazu beigetragen. Aber also da was KI gemacht hat, also wir haben es im Replay gesehen, das war bodenlos gewesen. Aber das ist eben halt die Assetto Corsa KI. Das ist eben das, was ich schon im 99er Let's Play geflucht habe. Weil die KI, also klar, die Aggressivität, man muss sie einfach auch ein bisschen weiter oben haben, muss ich ehrlich sagen. Weil sonst macht KI auch keinen Fehler. Weil zwischendurch, wenn sie mal einen Fehler macht, ist es eben geil. Weil da hat man halt einfach wirklich so das Gefühl, so von wegen, so, es ist nie vorbei, es kann immer noch etwas passieren. Aber es ist jetzt halt einfach wieder mega mühsam, dass sie dann einfach das Gefühl hat, so, sie muss jetzt dort noch reinteifen. Und da macht sie wirklich schlimmere Moves als der Shields in F1 2021 und 2022. Und das kann es einfach dann nicht sein, weil es ist halt dann einfach ultra nervig, wenn du so aus dem Rennen genommen wirst. Aber ja, das gehört halt auch zum Motorsport dazu, oder? Also, ich meine, man kann manchmal halt nicht Fehler von anderen beeinflussen. Aber trotzdem muss ich sagen, ich habe richtig Bock auf das Let's Play. Weil 2004 war wirklich ein cooles Jahr in der Formel 1, wo wirklich Aerodynamik ein bisschen Einzug hatte. Wo Motorleistung natürlich schon auch noch relevant war, aber nicht mehr so im Fokus gestanden ist wie eben der, weil die Autos dann auch windschnittiger werden und effizienter müssen werden. Und das war so eigentlich eines der ersten Jahre, wo das wirklich so ein bisschen versucht wurde. Und ja, ich habe richtig Bock drauf, muss ich wirklich sagen. Ich habe richtig Bock drauf. Und sie fahren sich bis jetzt schon viel besser als die 99er Autos. So, also wir kommen als P18 oder mit P18 ins Ziel. So gesehen letzte, weil vor uns oder hinter uns alle DNF sind. Und zwar ist das gewesen, wir schauen mal drauf, der Juan Pablo Montoya, der uns abgeschossen hat, und der Jarno Trulli, der hat ja auch noch irgendwie einen Zwischenfall gehabt. Genau. So, okay. Ja gut, das wäre es gewesen. Schon mal vom ersten Rennen hier in Australien sehr ernüchternd, aber ich glaube, wir werden schon unseren Spass haben. Und falls du auch Bock hast auf das Let's Play, dann tu doch gerne jetzt schon mal den Kanal abonnieren, du gerne die Glocke aktivieren, dann wirst du auch benachrichtigt, wenn das nächste Video dann wieder draussen ist. Du auch gerne das Video bewerten, falls du es noch nicht gemacht hast, und du es auch gerne teilen, du würdest mich natürlich mit dem extrem supporten, und so können wir natürlich ein bisschen mehr Reichweite generieren. Und ja, da würde ich mal sagen, wie gesagt, wäre es das mit dem
Let's Play mit dem ersten Video hier in F1 2004 in Assetto Corsa. Und dann würden wir uns dann im nächsten Rennen sehen, wo in Malaysia ist. Und bis dahin wünsche ich dir schon mal ein schönes Tag. Mach's gut und ciao!